Grüß euch miteinander und einen schönen Abend aus dem verschneiten Thun. Wir haben heute wieder mal spannende Themen in der Panoramasendung. Heute sind es folgende: Schneechaos, eine gefährdete Tradition am Zibelemärit und eine Bankenfusion im Oberland. Wie unschwer zu erkennen ist, hat der Winter Einzug gehalten bis ins Flachland runter. Die grossen Schneemengen sorgen jetzt für ein Chaos auf den Strassen und auch auf dem Schienennetz. Im Video seht ihr Impressionen von dem Ganzen. Reisende nach Bangkok benutzen die X47 Richtung Solothurn. Am Montag ist wieder Zibelemärit in Bern. Das bedeutet nicht nur Konfetti und Glühwein, sondern vor allem auch die traditionellen Zibelenzöpfe. Die gibt es an jedem Ecke in der Altstadt zu kaufen. So auch beim Hans-Uli Jampen. Meine Kollegin Anina Häusli hat ihn besucht und herausgefunden, wie das traditionelle Handwerk funktioniert. Wichtig ist, dass man immer festzieht, dass sie da nicht locker werden. Nachher gegengleich. 2 rote. Ja, in der Tiefe der 60er Jahre wir hatten einen Gemüsebaubetrieb und nebenbei haben wir eben noch, sind wir noch Zwiebeln. Das hat man über am Abend hat man dann noch die Zwiebeln gemacht, wenn man draussen vom Feld. Und da ist mir auch ein bisschen in das Ganze und hat auch ein bisschen geholfen. Zuerst haben wir sie putzen und nachher hat man es selber probiert und so ist man nachher einfach reingekommen. Und nachher habe ich das weitergefahren und ja, und mache es bis jetzt. Wie lange hast du, um einen Zwiebelenzopf zu machen? Ja, das kommt auf die Grösse drauf an. Jetzt die kleineren, wenn die Zwiebeln schön sind, wenn ich nicht rauslesen muss und so, dann habe ich so 3 Minuten habe ich so einen mittleren gemacht. Wenn du zurückdenkst an die allererste Zwiebelenzopf, die du gemacht hast? Ja, da bin ich noch tief in die Schule. Da hatte ich wahrscheinlich fast eine Stunde und da musste ich wieder wegnehmen, weil es nicht gut ist gekommen. Aber am Schluss habe ich hier einen weggebracht und war stolz auf den. Wie siehst du die Zukunft des Handflechten von Zwiebelenzöpfen? Ja, es wird auch ein bisschen problematischer, weil es viele Ältere, die das machen. Und wenn sie mal ein gewisses Alter erreicht haben, wollen sie nicht mehr oder können sie nicht mehr oder haben irgendein Problem. Und das Jüngere kommen eigentlich schon wenig nach. Ich weiss nicht, wie lange es das noch in diesem Rahmen weitergeht, Zwiebelmeer in Bern, und wie lange es noch so Zwiebeln hat. Ja. Warum denkst du, kommen weniger Junge nach? Ja, Aufwand und Ertrag. Es ist einfach die Handarbeit und man hat keinen hohen Stundenlohn, muss ich sagen. Und man kann nicht so viel verlangen für die Zwiebeln, wie man sollte haben, weil sonst kauft sie wahrscheinlich niemand mehr. Ja, wir machen die Zwiebeln, so Mitte Juli tut man die auflesen. Die sind noch grün, dann tut man sie trocken lagern. Und nach ca. einem Monat tut man sie schon über einen Rost, dass der grösste Dreck weggeht. Und dann tue ich sie selber nachher noch kalibrieren, also nach Grösse sortieren, dass ich dann die habe, die ich brauche, wenn ich nachher anfange. Und dann werden sie von Hand geröstet und nachher noch gebunden. Man hat also die Zwiebeln 5-mal in der Hand, bis sie so weit sind, dass man sie verkaufen kann.
Wie ist die diesjährige Zwiebelernte ausgefallen? Also es ist eigentlich nicht schlecht ausgefallen. Wir hatten einen guten Ertrag gehabt. Aber was das Problem war, das Problem jetzt ist, es sind nicht ganz so schalenfest. Wahrscheinlich war es im Frühling zu nass und die Zwiebeln einfach nicht so gerne nasses Wetter. Und das ist nicht nur bei diesen Zwiebeln, das ist ja eine spezielle Sorte, die wir haben, die sind flach. Also schon bei den allgemein mit den Zwiebeln ein bisschen so, dass das ja ein bisschen das Problem ist, dass sie nicht so schalenfest sind. Die Raiffeisenbanken Kiesenthal und Thunersee wollen zu einer grösseren Bank fusionieren. Am heutigen Mediengespräch haben mir die beiden noch Verwaltungsratspräsidenten erklärt, wie es jetzt weitergeht und wieso das aus ihrer Sicht eine gute Idee ist. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben uns eben Mühe gegeben. Also, wir haben 6 Orientierungsversammlungen gemacht und wir sind auch wirklich in die verschiedenen Regionen gegangen vom Marktgebiet. Und die Reaktionen der Genossenschafter haben wir positiv wahrgenommen. Und wir sind auch immer noch da, für Fragen zu beantworten, für Unklarheiten auszuräumen. Also nein, wir sind sehr zuversichtlich. Mit der Bestimmung wird mit einer... Man muss weit vorausschauen. Das ist ja, glaube ich, am Verwaltungsrat auch bewusst, als strategisches Organ. Es sind neue Player auf den Markt gekommen in den letzten Jahren, die irgendwo eine Banklizenz bekommen haben. Und auf das müssen wir gewappnet sein. Das Kundenverhalten wird ein bisschen anders. Es ist vielleicht weniger Bargeldverkehr, aber weniger Hypotheken braucht es nicht in diesem Sinne. Der Konkurrenzkampf ist grösser. Und so müssen wir auch gut aufgestellt sein, dass wir auch weitsichtig operieren können und dass wir auch in 5, in 10 Jahren sehr, sehr gute Bank sind. Natürlich, einerseits ist der Wirtschaftsraum, oder? Thun, Aaretal, Kiesenthal. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsraum. Für unsere Bank ist der Anschluss an ein grösseres wirtschaftliches Ballungszentrum sicher ein grosser Vorteil. Und nachher ist es auch so, dass wir im Kontext, ich denke jetzt im betrieblichen Kontext, Firmenkundengeschäft zum Beispiel, hat jetzt Thunersee noch ein bisschen mehr zu bieten als Kiesenthal. Das ist zum Beispiel etwas, wo beide Banken nachher voneinander profitieren können oder eben die neue Bank gestärkt dem Kunden kann Dienstleistungen anbieten. Risiken gibt es gar nicht. Also wenn die Genossenschaften dieser Fusion nicht zustimmen würden, dann haben wir einzig die Gespräche, die wir hatten. Es hat Arbeitsgruppensitzungen gegeben. Es hat vielleicht dort ein paar Sandwiches, die wir müssen dürfen zahlen. Sonst hat es eigentlich keine Kosten gegeben in diesem Sinne. Und darum, Risiko gibt es keines. Jetzt schalten wir schnell nach Bern ins Plattform J-Studio zu meinem Kollegen Matthias Mast. Wenn er heute zusammen im Zentrum begrüßt, erzählt er nach selber. Als Berner freue ich mich natürlich auf den Zwiebelmerit. Nächste Montag geht es wieder los. Der traditionsreiche Anlass hat aber mittlerweile einen Top-Anlass. Es geht um einen Zwiebelgring. Jetzt werden ihr alle sagen, ja, was ist das? Dann sagen, hört zu, bleibt dran. Der Obmann ist mein Gast, der Tobias Herren. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama aus dem verschneiten Thun. Wie gäng findet ihr unsere Artikel zu den Themen bei uns auf der App oder auch auf der Website plattformj.ch. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird und ob es weiterhin schneien. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Das ist das Wetterupdate vom Freitag. Schön sind Sie mit dabei. Ja, seit gestern ist so einiges an Schnee zusammengekommen. Wir sehen das verschneite Grindelwald, aber auch in tiefen Lagen ist eine gute Portion Neuschnee zusammengekommen. Beispielsweise in Meiringen sind heute am Freitagmorgen 19 cm gemessen worden. Ja, am Wochenende befinden wir uns dann in einer südwest- bis westlichen und auch zunehmend föhnigen Strömung. Und mit der erreicht es in der Höhe immer mildere, aber halt zeitweise auch ein bisschen angefeuchtete Luft. Am Samstagvormittag da ist es, abgesehen von örtlichen Nebelfeldern, noch recht sonnig.
Im Tagesverlauf kommen dann allerdings von Westen her immer mehr dichte, hohe und mittelhohe Wolken dazu. Dabei bleibt es winterlich kalt mit Temperaturen um oder leicht über dem Gefrierpunkt. Auf den Bergen steigen die Temperaturen hingegen markant an, auf 2000 Meter auf rund 1 Grad. Dazu bläst auf den Bergen mäßiger bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Ja, und am Sonntag da haben wir noch mal gutes Wetter, um das Winterwunderland bei einem Ausflug zu geniessen. Trotz teils dichterer Schleierwolken ist es recht sonnig. Die Temperaturen erreichen um 6 bis 7 Grad. Im Oberland blasen die Föhn und mit dem ist es dementsprechend noch mal milder. Auch der Montag zeigt sich zuerst noch von seiner recht sonnigen Seite. Tagsüber kommen dann aber auch da wieder dichte Wolken dazu und am Abend kommt es dann vom Jura her so langsam regnen. In der Nacht auf den Dienstag ist es mit einer Störung zeitweise nass. Am Dienstag selber ist es dann veränderlich mit Wolken, im Flachland teils recht sonnige Phasen und wahrscheinlich ein paar Regengüsse. Ja, bis zur zweiten Wochenhälfte dürfte so dann im Flachland nicht mehr viel vom Schnee übrig bleiben. Für ab Mittwoch ist die Wetterentwicklung noch recht unsicher. Es geht wahrscheinlich veränderlich und zum Teil auch einmal nass weiter. Ja, und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.